Feier vom Heilige Willibruch begrüßen sich aus der Basilika von Echternach. Et singt de Basilika-Chor Echternach, Organist aus den Jos Majerus, Dirigent de Marc Juncker. Nom Urgel-Prelüt sang wir den Introitus Statuit, e Kyriale vom Berthier, Alleluia von Thésée, Credo Nummer 3, wir beten an vom Norbert Haunach, O Hellig Erd vom Max Menager, an als Schlusslied Schau Heilige Apostel, Magnificat 890. Durchel spielt als Sorti Toccata vom Dom Paul Benoit. Masket präsidiert vom Weihbischof Monseigneur Leo Wagner.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Die Schwestern Abrida, Leif Mattbrida, Leif Massendinger, ich will euch alle Gute ganz herzlich begrüßen hier an der Basilika von Echternach und natürlich auch alle Guten, die über Bild Eislo zugeschaltet sind. Vielleicht wurde ich auch ein bisschen aufgeregt über die Bilder, die wir gesehen haben, besonders aus Deutschland, über die sogenannten letzte Generation. Junker, die das Gefühl haben, dass es so leicht zu spät geht mit den Mesuren für den Klimawandel, dass sie quasi die letzte Generation nach sind, die auf einer einigermaßen lebenswerter Welt leben, und durch die nächsten Generationen an einer wird ganz, ganz schwer wird gehen. Das ist aber alarmant, weil Junker das Gefühl haben von der letzten Generation. Und hier hast du mengen nicht, an der Kirche, da wären verschiedene Leute, die hätten noch so ein Gefühl. Wir sind nur noch die letzte Generation, die irgendwie ihr webelig Vorleben erlebt. Und die Generationen, die durch noch kommen, die kriegen es ganz schwer. Das Evangelium, was uns heute verkündigt wird, die Schwestern Abrida, sind für Jesus ganz klar die Schwierigkeiten an der Welt und noch für den Jesus seine Freunde abzeichnet. Und die sind alarmant, die Schwierigkeiten. Aber das Evangelium von heute, das Kind von der Resignation, mit ihnen für uns zu sagen, an die Schwierigkeiten weist der Standhaftigkeit. Halt da durch. Los den Moment für zu agieren, für euch anzubringen, nicht recht nur. Lo ergreifen wir als Verantwortung für das Welt und für das Kirche. Da sind wir einer Generation, an denen die nach uns kommen, schuldig. Weil das heinz du vielleicht und diesem Bewusstsein und diesem inneren Driff fehlt. Froh wir Umfang, wie wir das Gemengerhand machen, die göttliche Barmherzigkeit. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hello.
Lust mal mat dem hellige Willi bracht, an der Gemeinschaft von allen Herrlichen den Herrgott loben. Prions. Seigneur, tu as choisi l'évêque Saint Willibrord pour annoncer ta gloire aux nations et fortifier nos ancêtres dans la foi. À sa prière, accorde-nous de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lesung aus dem Buch Maleachi. Seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen. Da werden alle Überheblichen und alle Frevler zu Spreu. Und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen. Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen dann bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Wort des lebendigen Gottes. Herrlichkeit des Herrn.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen? Und an welchen Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? Er antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagt er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen
und vor Könige und Statthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern, und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Vertreter von der Gemeng, vom Willibrordus Bauverein, vom Conseil de Gestion Paroissiale, die Schwestern und Brüder alle gut. Ich stelle mir den Willibrord vor, wie in einem Alter von 70 Jahren, beim Kerzenschein, mit einem Tintengriffel, so die Hauptpunkte von seinem Leben und der linke Bord vom Festtagskalender schreibt. Ich möchte also ein Relekteur von seinem Leben mit 70 Jahren, von seinem Wirken als Missionar und als Bischof. Und da schreibt das berühmte Wort, die Satz, gleichsam wie eine Konklusion von seinem Nachdenken. In Dei nomine feliciter. Am Namen vom Herrgott glücklich oder glücklich nur 4. Wie so ein Satz schreibt Lefren, das ist der recouragierte Mensch, das ist der Frauen, ein Vertrauensvollen, in den trotz dem ganz hohen Alter für die Zeit, ein Mensch ist, der nach nur 4 guckt. Da liegt etwas ganz Extras von diesem Personage ab. Etwas, was damit zu tun hat, dass man hin bis haut nicht vergisst und der Willi braucht. Dass man haut für hin zu Ehren zusammen sind. Da liegt etwas ab, was erklärt, wie weit das ganze Jahr nur seinem Tod am Alter von 81 Jahren Menschen ob sein Grab gepilgert sind, als sein Gebet gefroht haben. So ein Satz schreibt die Mensch, die Frau ist mit dem Herrgott, und die nach immer voller Eifer ist für das Evangelium, trotz Rückschläge an Herdekie, die doch bei ihm gauf. Mich impressioniert eben gerade diesen positiven Elan von dem Willi braucht, weil wir aus seinem Leben wissen, dass er mit großen Widerständen zu kämpfen hat. Den man nennen, den Apostel von den Friesen, war gerade bei denen nach langem nicht überall gut gesehen. Also eine Expedition an Dänemark war ein ganz einfach gesagt Fiasko. Ein Aversiete. In Dei nomine feliciter. Gerade das möchte man nicht zwängen Herrlichen, die mir Haut können ganz nötig gebrauchen, auch von dem wir uns können inspirieren lassen. Weil wenn wir ehrlich sind, dann müsste man aber besser sagen, hätte man etwas. Von diesem inneren Feuer vom herrlichen Willi braucht, von diesem Gottvertrauen, von seinem Eifer. Hand auf das Herz. Wir sind doch echter Schlappentouristen um Weg von der Evangelisierung, wie das man beherzt auf froh Marschere wären. Wir haben uns als Christen auch ein bisschen
an als Komfortzone zurückgezogen. Und die kleinste davor, die schenkt schon heinz du zu viel zu sehen. Es können die bis in den Eindruck haben, wie wenn den Ofen aus wäre. Wie weit als das beim Willi Brocht auch nicht gewesen? Wie war das bei ihm Feier oblieben? Und was können wir dann für als Christ sein Haut von ihm lehren? Ich will das probieren, nicht allzu lang, mir aber trotzdem an 3 Punkten als abzuzeichnen. 3 Punkte sind ganz gut für ich, weil da wisst ihr schon ungefähr, wie ich das um mich nennen komme. Die nächsten. Der Willi Brocht hat sich von anderen Missionaren dadurch unterschieden, dass er ein System gehabt hat als seiner Missionstätigkeit. Er hat nicht plan gewirkt. Er war organisiert, er hat organisiert, nicht wenn es seiner Leben planen, aber weil er genau wusste, dass er seine Kräfte nicht einfach kann verzetteln. Besonders wenn die Aufgabe nicht einfach ist. Er war ein Mensch, der konnte umdenken, nachdenken und noch neu denken. Das gesagt ihr bei ihm, wenn er mit enger Methode nicht weitergekommen ist, dann hat er einen anderen Weg gesicht. Wir müssen uns auch heute an unsere Poren neu aufstellen. Wir sind mit den neuen Poren recht kurz in der Weg und die keine Mengen, ja, dummer, da wir da los schon etwas Neues gestrickt und das wird darum gut für die nächsten Jahre. Die Realität, die Wirklichkeit an der Gesellschaft und an der Kirche wird sich weiter ändern. Vielleicht mehr sehr wie an der Vergangenheit. An Anpassungen von uns werden immer neu gefordert sein. Da, wo wir bei Stock laufen, hat es keinen Wert, beim Stock stehen zu bleiben, mit neu Wege zu probieren. Wir kommen aus einer Zeit, das wisst ihr, wo Religion am Dorf griffbereit war. Wir sind an einer Zeit, wo die Feier und Verdeifung vom Glauben Deplacementer verlangt. An dem Punkt sind wir dem Willi Brocht ganz nah. Aus Leidenschaft für den Herrgott muss man am Stand sein, ein paar Kilometer zu fahren, für an den Mast zu kommen. So nicht, weil bei uns nicht das, da ging ich nicht. Aus Lebensweise kann er. Und als Leib zum Evangelium muss man bereit sein, ein paar Kilometer mit ihnen zu fahren, für an den Kateches zu kommen. Wenn er etwas im Fortbestand vom kirchlichen Leben leidet, dürfen wir Veränderungen nicht bekämpfen, nicht zermaulen oder für ihnen kapitulieren. Wir müssen uns ihnen zu stellen, auf welche Willi braucht noch viel zu gucken. Wir brauchen Männer und Frauen geistlicher Laien, die sich in neue pastorale Ruck gehen. Die sich ein gut Schreiben Courage an dem Ansatz vom Willi braucht aufschneiden. Das echt, zuerst für immobil zu bleiben. Der Willi braucht Haut richtig verehren. Der Text von ihm lehren, sich die Realitäten vom Terrain anzugucken, an ihnen zu stellen. An auch Beschwerliches, Unkommodiges auf sich zu holen, wie das Evangelium eine Chance hat. Wenn wir das Leben machen, aus unserer inneren Verbundenheit mit Christus, da gehen wir dadurch nicht granzig, rabbelkäppig, wir stehen mit 2 Füßen an der Friede vom Evangelium. Ein zweiter Punkt. Der Willi braucht das mit einer ganzen Herde von Mönchen, Patren aus Irland bei uns kommen. Und er hat seine Missionaren nicht allein mehr am Team können die so rausgeschickt. Hier wusste schon, was Team erbicht wäre, wie man das Wort kann tun. Am Grupp ist sie mehr stark wie lang. Gerade wenn die Herausforderung groß ist. Und das ist auch nach vorher drin, wenn Team nicht an alle Punkten immer harmoniert. Zusammen ist sie mehr stark wie lang.
Wat mir Christen immer mehr eng Minorität gin, wat da ist Zusammengehörigkeitsgefühl muss mi groß gehen. Wir brauchen Gruppe von Christen, die sich gegenseitig unterstützen, a kirchlich Leben ob manst, ob Plätzen wirklich liewig haben. Ich weiß, dass das nicht evident ist, weil wir kriegen die Gruppen dacks an unserem eigenen Dorf nicht mehr zusammen. Wir müssen uns also auch auf neue Leute anlassen, auf die wir nicht kennen, die vom Notbesturf. Mehr die ein gemeinsam Sorge für die Kirche, für das Evangelium, für den Glauben. Es gibt keine Alternative dazu. Wir brauchen Gruppen rund um die Bibel, rund um die Frohe vom Leben, rund um die Katechese, rund um die Diakonie, rund um die Bewahrung von der Schöpfung, rund um den Erhalt von unseren Kirchen, rund um die Massendinger, den Gesang, die Jugend und so weiter. Die Servicekirche, an der man die Leute konnte flächendeckelt mit all möglichen Services versorgen, die ist zerbrickelt. Wir brauchen Christen, die selber bereit sind, ihr Service für andere zu überholen, an der Gemeinschaft mit anderen. Wir gucken dabei für dich mal, ob es gemeinsam darf, und nicht auf Schuldiplome. Und wir glauben daran, dass so ein Denkst, wenn wir richtig uppacken, nicht überfordert, nicht Futti mischt, mehr Fried kann machen. Los schon, die Freunde, leben wir auf Plätzen, wo die Not ganz groß war, dass in der Bemol sich neue Leute gemeldet haben. Und die am Gang sind, neue Engagementer zu leben. Es sind Zeichen davon. Nimmen unverbesserlich Hinterwäldler verpuffen ihr Kräften nach mit Auseinandersetzungen über den progressiv oder eine konservativ Ausrichtung von der Kirche. Die Willibrucht-Christen strippen hier Ärm ab und bringen sich an, für das Evangelium nicht in einem Buchstab bleibt. Das weiß doch von der Springer hier auf der Sprangpression, das illustriert das ganz gut. Das ist ein wunderbares Bild. Das Christentum lebt davon, dass ein dem anderen eine Hand reicht. Und zusammen kommen wir noch vier. Ich Schwestern und Brüder, die hat gemerkt, wie das Evangelium all die Schwierigkeiten, die abgezählt und Gefahren, Widerstände, denen die Jesus seinen Freund ausgesetzt sind. Und trotzdem steht ein Satz von Hoffnung. Et gibt ich kein Haar gekrümmt. Das heißt, es gibt eine Kraft, die Widerstand überwindet. Und die kennt von Gott. Und das ist die Hoffnung, die der Willibrucht beseelt hat. Aber wo seht immer neu in Dei nomine feliciter. Hallo, den dritten Punkt. Der Willibrucht ist nicht ausgebrannt. Und so ein Satz schreibt kein ausgebrannter Missionar. Er hat nämlich erkannt, dass er für seine Mission Rückzugsräume brauchen. Wie ich danach. Hei Container sind Menschen neu tanken, sich neu ressourcieren. Die Aktion lebt sich tot, was sie nicht von der Kontemplation gedrohen ist. Wir haben als Christen immer eine Chance, wenn wir uns innerlich immer neu ressourcieren. Wenn wir abhalten zu beten, weil keine Regelmäßigkeit mehr an der Feier von der Mass und von den Sakramenten ist. Wenn wir keine Zeit für Stillt aushalten, da brennen wir aus. Da gehen wir uns auf Nerven. Da feiern wir kleine Kriecher gegen den Erner. Und da weisen wir den Leuten ein schrecklich unattraktives Gesicht vor Kirche. Wahrscheinlich machen wir noch viel zu viel. Aber so nicht immer dieselben Leute machen zu viel. Wir dürfen Ämbel gehen, Männer machen, aber mit Fried, ohne Überforderung. Die Willibrucht hat diesen Equiliber aus seinem Leben gefunden. Was für ein Glück.
Die Freund zum Schluss. Was für ein groß Eier. Aber was für ein Fried. Dass wir dürfen auf den Willi braucht gucken, an als inspirieren lassen von ihm, weil durch seine Leidenschaft für den Jesus sie doch dir, sind ich, Freund vom Jesus, Haut gehen. An 10, an 100, 1000 Jahre werden nicht einer Jesus Freund gehen, die Christen gehen durch Leidenschaft für den Jesus und für sein Evangelium. Merci dir, Hei Hannen, merci dir, du innen, dass du dich gibt. Zusammen mit dem Willi braucht, so ma haut, aber grad haut nach einker ganz fest. In Dei nomine feliciter. Amen. Omnipotent
Frères et sœurs, avec Saint Vélibror, notre patron et notre maître dans la foi, tournons-nous vers Dieu notre Père et prions-le avec un cœur humble et fervent. Lors de l'audience de jeudi dernier, le pape François a rendu hommage à tous les prêtres, évêques, religieux et laïcs qui, sous l'oppression et la persécution, sont restés fidèles à leur vocation. Afin qu'aujourd'hui encore, en Europe et dans toutes les parties du monde, les disciples du Christ aient le courage de dire non au pouvoir de ce monde pour confirmer leur oui à l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Anlässlich des Klimagipfels in Ägypten hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin eindringlich sofortiges und gemeinsames Handeln angemahnt, die sozio-ökologische Krise zu bewältigen. Damit der politische Wille von der Erkenntnis geleitet werde, dass wir entweder gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren würden. Herr, höre uns. Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous. Tel est le thème de la 6e journée mondiale des pauvres, célébrée ce dimanche par l'Église. Afin que cette parole, tirée de l'épître de Saint Paul aux premiers chrétiens de Corinthe, nous aide à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles, Seigneur, nous t'en prions. Wir erinnern uns besonders im Monat November an die Gräueltaten der NS-Zeit, so zum Beispiel an die Ermordung im hessischen Hadamar von fast 15.000 Menschen mit einer Behinderung im Rahmen der sogenannten nationalsozialistischen Euthanasie. Damit wir heute uns der Mechanismen bewusst werden, die zur Ausgrenzung von Minderheiten führen, möglichen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen vorzubeugen. Herr, höre uns. Wir denken noch heute besonders und als krank Mitmenschen. Los sie Trost an Zuversicht am Glaube fannen. Los sie Lebt von der Kirche an die Sakramente erfuhren, als Zeichen von der Verbundenheit mit ihnen am Leid von Jesus Christus, an am Vertrauen auf die Geburt von Maria, der Mam von der Barmherzigkeit. Herr Gott, Heilreis. Eng liewig Gemeinschaft, nicht auf Sand gebaut, so heißt das Jahr Thema von der Willibrordus-Oktav. Für das mir, wie der Papst François wünscht, wird einen Tellerrand herausgucken, an eis abmachen für die Leis von der Weltgemeinschaft. Den Hunger, der Krieg, der Halle von unserem Planet, die allgemeine Indifferenz an Gottlosigkeit. Herr Gott, Heilreis. Seigneur Dieu, accueille les prières qui montent de nos cœurs et daigne les exaucer. Ravive en nous, par ton esprit, la joie et la fierté de notre baptême. Nous serons alors les témoins fidèles de ton Fils parmi les hommes, et, en toute vérité, nous t'appellerons notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
Gütiger Gott, nimm die Gabe an, die wir beim Gedenken an den heiligen Willibrord auf deinen Altar legen. Für seine unermüdliche Arbeit in deinem Weinberg hast du ihm die Krone des Lebens verliehen. Lass auch uns in der Kraft dieses Opfers reiche Frucht bringen in unserem Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du hast uns den heiligen Bischof Willibrord zum Lehrer gegeben. Durch ihn hast du uns aus der Finsternis befreit und zu Kindern des Lichtes berufen. Was er mit dem Mund lehrte, das bezeugte er auch durch sein Beispiel. Sein Leben erstrahlte in lichtvollem Wandel und seine Heiligkeit offenbarte sich in Zeichen und Wundern. Darum preisen wir bei seiner Verehrung deine Gnade, die du uns in Fülle geschenkt hast, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Claude, notre évêque auxiliaire Léo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Pamalo op Latein de Vaterunser sangen, da wollen wir als Rabbe gehen an diese große Movement, das starke Movement von Gottvertrauen, vom herrlichen Willibracht. An hin urufen, an unsere persönlichen Urleis, und noch an denen von der Kirche. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, transmise par ton serviteur Willibrord. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Dieu Tout-Puissant, grâce au dévouement de l'évêque Saint Willibrord, tu nous as introduits dans le bercail de ton Église. Après nous avoir rassasiés de cette nourriture divine, accorde-nous de parvenir avec notre pasteur aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Amen.
Wir haben Pontifikal Mass überdrohen aus der Basilika von Echternach. Den nächsten Sonntag überdrohen wir Mass aus der Kirche von Bachtring. Und los schalten wir zurück an den Studio.